Ma jo schon gefrot, wat für Probleme hunn die dann an de hunnech mech bisssen informéiert, schon noch den Internet gucke gegangen an schon gesinn, dass het hauptsächlich aber Schädungsprobleme geht. An du war még echt Reaktion iwwer het fir wat sinn an dunne doch fragen. Ganz gut mat dran. An nu war ich ganz froh, dass ich heieren hunn, dat schon en Drittel vun de Memberen sinn so fragen. Also ich hunn du gedurcht, dat ass am Fong ein Problem, den net Männer sollen rem op ihrer Seite lang lesen, mit dem Misterem enke ze Summen ugepackt gin, an eigentlich Miestericht ADL nennen, Association des Divorcés du Luxembourg. Natürlich wird dat direkt wissen eng. Hun Männer dann oder Assoziationen as dann do wirklich kommen nach op ze schwätzen as dann Problem Schädungsgesetz. Also den Hauptproblem as statistisch sicher, weil die meeste Leute, die bei uns kommen, die hunne Problem am Bereich Schädung. Wir wollen uns nicht nimmer darüber konzentrieren, weil Männer an der Gesellschaft haut, wir sind noch die einzige Männerassoziation am Land, wir sind also schuldig eigentlich als Sujet aufzudecken, den Männer berührt. Da sind die unterschiedlichen Sachen dabei. Das ist zum Beispiel die ganze Tove Suizide bei den Männern. Das die Probleme von den Jungen an der Schule. Es sind die Kampagnen über den Harcèlement sexuell oder so Sachen gefällt. Wir wollen einfach zu allen Positionen, wo die Regierung oder andere öffentliche Instanzen oder Medien oder so zu einer Männerstellung wollen, wollen wir eine Antwort tun, aber wir wollen auch in der Debatte materiellen als Männervertretung, als Männergewerkschaft von der so Welt. Also nicht nur Schädung, mehr statistisch als Schädung wirklich so der größte Problembereich, mit dem wir zu tun haben. Wenn du für den Herr just gesagt, der Verein von der geschlohenen Männer, Marie-José, dat Frauen am Stoot misshandelt geschlungen gehen, ich meine, das wissen wir. Aber gehen auch Männer am Stoot misshandelt. Ja, das geht es. Das bestreiten wir nicht. Also, das heißt nicht, dass wir das unbedingt machen. Also, das haut evident, dass es da doch gibt Violen, die sich mit den Männern top versehen oder Jungen. Und geht doch eben umbattu. Ja, es gibt. Mit der so nicht, das am Anfang kein spezifisch Männerproblem. Auch die Schädung, das sind so zwei betroffen. Und Probleme, die von der Gart von der Kanner, die stellen sich gerade so doch reinst du am Fall von der Frau wie von dem Mann. Dafür fällt mir am Anfang dazu an, dass als ein berühmten Frauenminister, dass das eigentlich nicht der Kind wie das ist eigentlich ein Gleichheitsminister sind, dem eben auch sich mit denen Probleme gibt. Also nie setzen. Wir haben hier gegraf, wir werden nicht einfach so mal die so ein Frauenminister oder Minister der Legalität des Chancen, wir werden nicht aus der Sicht von ihr der Frau so ein Minister nicht einfach nötig für so eine legislative Kader zu setzen, für die Emanzipation überhaupt möglich wäre. Ich meine, wie den Stellen hast du wert schon das meiste war schon erkannt. Also seit Frauen Wahlrecht tun und das theoretisch rein theoretisch, wenn es möglich geht, auch mal an der Politik mal zu mischen, wie sich nicht ob wir unbedingt der Frauenminister gebracht hätten. Wo sieht ihr denn als Frau nach? Weil du ja so, dass der Frauenminister, das ist nicht mit dem Minister der Legalität des Chancen, der Frauenminister. Wo sieht ihr dann überhaupt noch eine Daseinsberechtigung von einem Minister? Ich so, die sind für ein Minister, den einfach sich als Aufgabe stellt, gegen alle Diskriminationen vorzugehen und Gesellschaftsprobleme abzugreifen, wo eben sonst kein sich darum kümmert, kein anderer Minister. Herr Kartheiser, wir justieren, Sie bezeichnen das Minister der Legalität des Chancen, Marie-José als der Frauenminister. Jacob Socher. Wegen Sie dir dann als RHL auch die Rolle von so einem Minister, wie es sich misst sind? Also den wir haben, braucht man nicht. Aber wir brauchen ihn nicht, weil auch man am Jacobs ja gesagt hat, schon ein paar Mal hilfreich. Ich meine, ob das, was Sie gemacht haben, kann ich der Meinung sein, dass das gut ist oder nicht. Mit man am Jacobs hat selber sich gesagt, dass legislativ und sich alles gemacht als was zu machen ist. Mit Ausnahme von der Sukzession vom Thron. Gut, das haben wir zur Kenntnis. Dann denken wir, dass sich das Minister sich an der Form, wie es existiert, überlebt hat. Von sogar die so, wir müssen Gesetze ändern für die Emanzipation und die so, das eigentlich alles gemacht. Da
eigentlich so, da braucht man keine bürokratische Strukturen mit zu haben, an interministerielle Komiteen, an Kommissionen, an Beauftragten, an alles. Dann ist das schon gemerkt, und dann muss man auch die Courage, wie zu so über Mission remplir, und dann schaffen wir das Ding auf. Par contre, was ich ganz gut fand, das Suggestion, Madame, wie zu so, wir könnten ja aber auch auf ministeriell oder auf einem anderen Niveau mal eine Struktur haben, wie sich die Leute kümmern, wo kein anderen sich drum kümmert. Aber wir haben so viele Probleme am Land, bei den älteren Leuten, bei den Kranken, bei den Behinderten, wo eigentlich nicht viel oder nicht genug geschieht an dieser Gesellschaft. Dafür zum Beispiel ein Familienminister. Ja, aber es gibt aber noch ganz viele Probleme. Aber wenn in einem Familienminister eben just gegen so Service ausbauen, wenn man die kranken Leute, die allein sind, die älteren Leute, die allein sind, zu besichern oder die behinderten Leute mit zu unterstützen, das wäre, fand ich, eine sinnvolle Aufgabe an unserer Gesellschaft, die so ein Minister, wenn es sich umwandelt, vielleicht können die verholen, aber wie nur ewig auf der Frauen-Männer-Problematik zu hängen zu bleiben, wo es eigentlich kein Problem mehr gibt, wenigstens im legislative Kader, dem es gelöst gehen, da denken wir, da können wir darauf verzichten. Lass mal etwas mir Gescheites dafür sichern oder gucken, wo wirklich Probleme an der Gesellschaft sind, die nach einer Antwort brauchen, wo noch nicht genug gemerkt wird. Die suchen sich tatsächlich, was Marie-Jose immer am Viergespräch sucht, nämlich, wo es wirklich, ich habe mir dort geschrieben, Recht der Hummer, die sie erkämpft, so muss es just nach gesagt gehen an. Man sollte nicht gegen den schaffen, aber man den eins gehen. Als dann bis lo Männer und Frauen haben sie mehr gegen den geschafft. Nee, also bei alles Ganze schon nicht. Also, und das ist so etwas, so mir schrecklich viel Wert drauf haben an der ARGL, dass man eben just nie gegen Frauen auftreten, wenn wir das nicht wollen und nicht frauenfeindlich sind und eben auch aus dem Geist schaffen, weil wir zusammen Probleme haben, dann muss man sie zusammen lesen. Und zum Beispiel treten wir ja an, am Schädigungsfall wegen Autorität parental conjointe, wir treten an, dass die zwei Eltern, die das selber behandelt gehen, wir so nicht Männer sollen mehr Rechte kriegen wie die Frauen, Papa mehr wie die Mama, selbst kommt als nicht an den Geist. Also wir sind einfach die Überzeugung, die zwei Eltern, die sollen dieselbe Rechte haben. Das ist leider am Blick nicht der Fall, wenn man einmal das System von einer Gacht tun, wo eben gewöhnlich statistisch man Gacht tun kann, an der Pap ein droit de visite d'hébergement, den aber aus sich an der geleefter Wirklichkeit kein reell rechter Matze sprengt. Also da sind wir Problembereiche mit dem Usatz, den die hat, Madame, wie zu summen und die Sache rundzugehen, und für die Älteren, die das selbst zu behandeln, das ist eigentlich auch Eisen. Über den Feminismus, respektive Perzeption, Mann, Frau, respektive nach Sexismus, da schwätzen wir ja nur noch der Pauselo. Ich gebe aber mal Karin Reuter, wenn ich gebe bitten, Sie sind eifrig am Gangen Heimat Karten zählen. Aber was ich noch brauche, das sind die ersten 6 Preise, das heißt die 6 Hauptpreise. Neben den 94 Trostpreise. Karin Reuter, der nächste Preis, den wir zu verschenken haben, das ist ein Reis für 2 Personen au choix. Das ist ein Bon, da können Leute sich dann noch ihr Reis selber heraussuchen. Wir schreiben der Kandidat 4. Und der hat gewonnen. Den Herr François Kiefer von Tating. Den zweiten Preis ist eine Television, ein Fernseh, ein Flachbildfernseh oder ein Flat TV, wie das am Neudeutsch oder Neulitzenburg geschenkt heißt. Auch da geht der Bon von 800 €. Und die Television hat gewonnen. Den Herr Nico Lutschen aus der Rue du Village. Wir haben leider Gottes keine Adresse vom Dorf. Und dann haben wir eine Telefonsnummer, da fallen wir den Herr Nico Lutschen auch ganz sehr. Den dritten Preis, das ist ein Wellness Weekend auch ein Bon au choix, so wie der Lust dort hinzugehen, am Wert von 500 €, an die geht Und Madame Uli Binz von Schöffling. Der vierte Preis, also ein Laptop, den als von CBC zur Verfügung gestellt ist, für heute zu verlosen, an die geht Den Herr Guy Heusbusch von Deverding. Den fünfte Preis, das ist ein Bon von als ein Koffer, den probiert das immer so schön wie möglich zu machen, vom Tun, und das ist ein Service komplett, mit einem Pipapo am Wert von 190 €, an die geht Den Herr Paul Engel von Dellen. Aber wenn den Herr Engel dafür keine Verwendung hat, dann kann seine Madame oder seine Freundin das vermerken. Ohne dass ich will viel greifen noch persönlich Lebensumstände. Und der 6. Preis, dann der 6. Hauptpreis, das ist ein Bon für ein Restaurant von der Chaîne Espace Saveur, das sie 5 Restaurant auch au choix, wo da könnt ihr gehen, die kriegt einen Bon von 150 €, an die geht Madame José Kneip von Großbuß.